Mini bleibt Mini, a für sein Image, a sein Design, den die Klienten so schätzt, nicht zu verleieren, gouf der Mini-Jahrgang 2016 auch nimmen technisch und optisch verbessert und verfeinert. Basis von 3,82 Meter als aber bestohlen blieben. Neben dem neu gestalteten zweidimensionale Logo am sogenannten Flat Design im Kapo gouf auch das komplett Lichtsystem abgepäppelt, sowie Scheinwerfer, die loeng schwarz blend angebaut kruten, und noch für einen markanten Akzent sorgen. Wobei der Scheinwerfer die Blinke vom Winker vom weißen Jahreslicht an die gilt-orange wechselt. Die Hönneschluchte strahlen lo in der Lichtsignatur vom britischen Vorhandel. Spätestens am Interieur dürften Minifans den neuen zweidimensionalen Mini-Logo Licht changierten 3 Speichevollon herumgesehen. Konstatieren, dass sich Cockpit-Ambiente auch deutlich verbessert wird. Wobei die besondere Blickfang direkt auf die runden, belichtende Farbdisplay an der Mitte vom Tableau de Bord zieht. Den Interieur präsentiert doch weiterhin die typischen Mini-Elemente sowie die klassische Schalterkulisse an der Mittelkonsole. Sitzposition am Mini als unverändert, gut sportlich blieben, an den Interieur als proper verschafft. Sportsitzer verdienen schon ein Sport Plus, die gut geformte Seitenbäcke geben genug Halt, für auch wirklich die Kartfeeling zu genießen. An der Punkt der Offroad-Platz wird nicht changiert. Die 2 Sitzflächen am Fond halten enger Sitzprüf stand, am besten vergnügt den Server zu 2. Bei der Konnektivität wird Mini nach einmal no gelöst, aber bietet lo ein induktives Laden Apple CarPlay sowie über den sogenannten Send-to-Car verschiedene Funktionen an. Wo der Chauffeur sich Informationen wie die Parkposition oder den Tankinhalt direkt auf sein Smartphone checken kann lassen. Auch frisch dabei kommen den illuminierten Interieur Styling Option, zum Beispiel auf der Beifahrerseite ein handerlösten Dekor liegt mit der Signatur vom britischen Vorhandel und plus die schon bekannten Ambiente Belichtungsfarben. Du hast ja auch bekannt, dass in dem Mini auch individuell auf sich persönlich aufstimmen kann und dass auch die Luft von den Extras viel anbieten kann. Mal vom Cabrio schlägt 215 Liter bei zaunem Dach und 160 Liter bei offenem Dach und mit umgelösten Sitzer bis zu 720 Liter. Mir vu Venio TV Automotorshow wäre flott mam 1,5 Liter 3-Zylinder Turbo Benzinerin AW. Stärker Mundriff as unser Mini Cooper Cabriolet mat 136 PS a 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt en Topspeed von 210 km/h auf dem Makadam. Für flott handlicht Fuhren sorgen noch 230 Newtonmeter, die schon knapps bei 1250 Touren an der Minute zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollen noch mit Spaß im Vorbieten am Manner Sprit freuen. An unserem Testauto wäre auch die neue 7-Gang-Steptronic mit doppler Kupplungssport an Bord, die perfekt aufgestimmt ist, sodass ich schon bei niedrigen Touren sehr Spaß kann haben. Am selben Moment nutzt das DSG-Board auch Daten vom Navi und passt sich dementsprechend doch gut an. So schaltet Mini für eine Kehr eigenhändig an eine Stufe rauf und hält gang an flotte stramme Passagen. Speziell und ich mich mit dem sequentiellen Modus S Sport amüsiert, wo ich nach mit meinen eigenen Händen kann schalten und durch die Gang flitzen. A Punkto direkt auf Lenk setzt der Mini Cabriolet am Vorverhalten weiter sein Stempel vom Karting-Feeling ab, wo schon vom Wehrgas lo verschiedene elektronische Assistenzsysteme sorgen, wie die dynamische Stabilitäts- und Traktionskontrolle, ein elektronisches Sperrdifferential und eine Servosteuerung mit einer Vitesseaufhängerunterstützung. Wenn ihr Lob dieser Platz Spritverbrauch fragt, kann ich beruhigen, mir sind nicht aus der Rolle gefallen. Weil vis-à-vis von 5,9 bis 6 Liter laut Mini stungen wir bei 6,5 Liter auf 100 Kilometer bei normalem Fahren, kommen aber die 8 Liter rund, wenn wir den Modus S angeschaut haben. Die Sonne, die schenkt, wird bisschen schon da an. Verdeck aus Stoff, kaputt, noch anfallen zu lassen, und der dann 2 Stufen, Toivron und Cabriolet. Und als das geschieht, steht im Spaß und der Luft der sportliche dekapotable Mini-Version auch nicht mehr am Weh. Wunderbar, als bleibt gefüllt vom Fahren, eine gemütliche Cruisen, eine gute Straße leer, zack zack im Kehr, und das von den an 18 Sekunden der Weg für alle Strahl von der Sonne bis zu 30 km/h am dekapotablen Zustand freimischt.
biet dat nach méi Spaß wie am Zonemini. Klenge Nodeel am dekaptablen Zustand, Verdeck lädt nach ëmmere so, dass het Sicht no Hannen deelweis bedeckt. Por den Loch nach op e flinken Handling, da sitzt de scho richtig an engem stärken dekaptable Mini, den die Gutlaun schon am Schofer erwäscht. Ich mengen ernst das hätte ich mir auch nicht erwähnt. An den Zeiten, wo der massiven SUV-Boom kaum eng Markt zurückhält, passt der Rollo den neuen XC40 perfekt an Volvo-Familie beim Succès vom XC90 an XC60. Volvo wildet wissen, erklimmt man neuen 4,43 Meter langen XC40 lo an der SUV-Kompaktklasse ran, soll der Freund von der jungen Familie gehen. Beim XC40 will Volvo mir eng jung an offe Klientel sprechen. Huet auch an dem Sinn den Design vom Auto manner streng e bësse mat Lustgefühl gezeichnet. Ähnlich das wie bei seine große Brider. Karosserie huet keng Ecken erkannte méi, aber auch dofir die Schwedefändel als Identitätsbeweis. Durch diagonal brede Kühlergrill, die T-förmig fieschten LED-Scheinwerfer am Hammerlook an die typisch L-förmig hönnechte Luchten assen ableifte noch als Volvo zu erkennen. Den Dach huet doch en kleng Undeutung vu Spoiler, wat dem SUV méie sportliche Look gëtt. Ähnlich das wie beim XC60, aber am XC90 betont am XC40 en hellen, wie an unserem Testauto en ziemlich engagierten, feirigen Orangentouch. Am Interieur typisch Volvo steche weiter andere Gras, sowie die gut verschafften Materialien an die mittlerweile bekannten Armaturen. Die knufflichen Automatikschaltknapp fällt op, lädt gut an der Hand, wie überhaupt die Purknapp gut sortiert sind. Den Interieur vom 4,43 Meter langen XC40 erinnert einmal mehr daran, wie die Bezeichnung Kompakt-SUV enorm durcheinander bringen kann. Oder sie nicht den einzigen, den sich in kompakt mehr kleinen SUV vorstellt. Auch durch sein Panoramadach geht den Eindruck normal verstärkt, dass den XC40 so groß wirkt, dass ich kaum glauben kann, dass Volvo am XC90 nach einem SUV ubit, den nicht nehmen, eine Nummer mit 2 Nummern mehr groß ist. Die kompakten Maßen vom kleinen SUV sind gut berechnet, sodass dem noch auch nicht von einer engt und offen Platz zu spüren ist. Hanner dem Volant huet den op jeden Fall de besten Übersicht. Sitzer sie genese komfortabel a gut verschafft wie bei singen zwei große Brider. An die Hönnersitzer bieten noch nach a gute Sitzkomfort fir mat enger Gräis vun 1,80 Meter de Weg zu verstohlen. Wette mocht de gute Label Langstreckenauto verspricht. De Cockpit weist klare Linien nun. An neben dem großen Infotainment-System an dem digitalen Tacho bleibt den XC40 auch sos absolut up-to-date a Sache Konnektivität. Wir an Loch nach die ganz Armada und Assistenzsystemer vom semi-autonomen Autowundpilot bis zur Panorama Kamera auf Bord huet, a wer dat nach net alles genug, de kann sein XC40 schere lassen. Durch den elektronischen Schloss kann in Gewalt iwwer de Schlüssel iwwer den App weitergehen an den Auto so en afren Deelen averlohnen. Mal mat senger heger Auflegkant ass mat 460 bis 1336 Liter Ladevolumen als durchschnittlich vis-à-vis vun der Konkurrenz unzugesinn. Fuhrverhalten lässt sich am besten Sinn neutral bezeichnen. An Freudumfuhren kann ich noch nicht aufstreiten. Ob Schonstförderung, Suspension für ein SUV ein bisschen zu komfortabel rüberkommt. Als Testauto stung uns den Topmodell am Diesel, den D4 All-Wheel-Drive mit R-Design zur Verfügung. Ein 4-Zylinder, 2 Liter Diesel Twin Turbo mit 190 PS. Den 1,1 Tonnen schweren SUV an 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h a bis zu 210 km/h sehr mischt. An dat alles iwwer 4 Räder. Wer doch net nimmen am Winter mehr op nassen a knaschte Strassen e Sicherheitsfaktor durchstellt. Dat Bestheit run ass de 4x4 ass nimmen do, wann gebracht gëtt. Dazu pass Schaltkulis vun der Erdstufen Getronik. Obwohl dat sequenziell sportartig Schalten ufang se bësse gewinnungsbedürftig wär,
Sin Steuerung ass no mingem Gefehl e bëssen direkt iwwersät, wer dawerem kein Nodeel bei séiere Passagen duch engkeieren erberift. Mat enger ganz Ekipp vun Assistenzsystemer, déi deels serieméisseg deels als Opioun u Bord sinn, mischt och de jngsten ass dem Volvo SUV-Sortiment d'Liewen am Auto secher anagréabel. Dass dëssen 2 Liter Diesel Twin Turbo an der Realitéit bis zu 7,5 Liter konsuméiert huet, statt der theoretischer Norm vu 5,1 Liter kann i noch alles als ordentlich Leistung bezeichnen. Op jeden Fall dëssen XC40 vu Volvo geht mat feine Manieren undepär. Wann d'Opel-Fan sech ënner Nenen erhalen an d'Wuert GSI fällt, fänke verschinner vun hinnen ërëm ze dreemen. Dat wären er Zäiten mam 150 PS Stärke Kadett GSI. Opel mech as OPC ëm GSI erstellt mam 9 Insignia GSI e schärfen Design mat engem sportliche Bodykit an Fënster. Die Fischtyp mat 2 vertikale Luftlächer a mat chrom enkadrierten Designelementer, LED-Matrixlicht, dort zieht schon alles de Blick op sich. Die sportliche Optik gëtt och nach durch speziell Säteschweller ënnerstrach, so wie seg dynamisch gezeichenten hënnechte Jupp mat 2 verchromte Nasbefreier och de Blick zieht. A fir Sportlichkeit nach Mezennersträchen a fir gute Grip op den hënnechte Räder ze kreien, suech doch beim Insignia GSI e Spoiler, den sich perfekt in d'Luftlin vum Auto uppasst. Dat sie schon optische Elemente oni ze verdreiwen, an déi die sportliche Schofer och kënnen unzeien. Für de sportlichen Tagamenterieur suegen een no ënnen aufgeflärtene beheizbare Sportsvolant, allo Pedalen an optionell die neue Performance RGR Sportledersitzer, die für un allem bequem a Längstrecken tauchlich sinn, an hun eng opgeriechte Kinix Cobra erinnern. Sitzer mat Heizung, Ventilation a Massagefunktion sinn sodanks verstellbar, a bieden de perfekte Säitenhalt och dann, wann et Moleppes méi flott soll viro goen. All de sportliche Akzenter ginn dem Interieur schon de Klänge plus. En anderem en Erdzoll-Display mat Navi, de proper am Tableau de bord integriert as, so wie auch an all Insignia den Opel OnStar-System, de per Handdruck eng Verbindung zu engem Opel Callcenter opbaut. An dem 4 Meter in annons langen Insignia GSI kënnt dat Hannenraklammen eng klengen Training ähnlich, weil de Kap kënnt sos emol vun der kuppesförmiger 5-Dere Limousine erschreckt ginn. A Punkt Platz hannen dran kann e mat lange Been scho komfortabel sitzen. Am am Blick an Mall ginn 490 Liter Ladevolumen ran, a mat den hënnechte Sitze ëmgelecht sougu 1450 Liter. D'Erbesqualitéit vum Insignia GSI ass hai méi wie solid, sie leist schon e klenge Wandstoß vu Premium iwrech. Lobi d'Opel segem 9 Insignia GSI stärken 2 Liter Benziner mat 260 PS an do danniewend e stärke Biturbo Diesel mat 210 PS. Beid Varianten kommen als 4x4 Allradundriff mat enger Erdstufenautomatik. Direkt am Vieras kann e soen de ganze Package, Motto, Boîte an Allradundriff gouf extra fir dese GSI nei aufgestimmt. Passt awer alles perfekt zu summen, sodass se schon extrem iwwerdreiwen muss fir dëssen Top Biturbo Diesel as enger Keier ze geien, sogur dann, wann den ESP am Kompetitivmod schafft, a wirklich recht am lächte Moment ersetzt. Die wichtigste Komponenten fir d'Verbesserung vun der Leistung kënnt awer méi oder weniger iwwer de feinen Tuning vum Vorwerk, dem adaptive Flexreit Sportfahrwerk, wo och tschen Sport, Tour an Normalmodus ka gewählt ginn, so wie auch nach in der Förderung an den Amortiseur geschrauft gouf. An Opel doch fertiggebracht huet, dass dese GSI 12 Sekunden méi séier iwwer Nordschläif vom Ring war wie se Viergänger den OPC. Performance für unserem Testauto, dem 2 Liter Biturbo Blue Injection Diesel mat 210 PS, huet sich auch gut gefilt. Huet viel Grip opgebaut, an huet sich auch durch eng gut aufgestimmten Traktion äußerst sehr as de Keieren heraus beschleunigen los. He spielt et Steuerung auch mat,
als für mich aber ein Tick zu müll. Per Konter am Sportmodus kommen sie mir persönlich viel besser rüber. Aber wenn doch nachher auffällt, der Soundgenerator vom 4 Zylinder spielt den künstlichen Motorsound dafür, die Nerven an den nervigsten Türen schon ein bisschen überdriven klingt. Trotz engem Test von 2D auf flotte Strecken auf der Landstraße läuft der Verbrauch von Biturbo Diesel bei 9,4 Liter auf 100 Kilometer leihen. Ein Motor, den diese Biturbo Diesel auch schon an den innersten Touren gut bringt. An dat maximal Drehmoment vu 480 Newtonmeter as auch schon eng ordentlich Juso allein doch bei 1500 Tore pro Minute un. Seg maximal Vitesse lädt bei 233 km/h an ass a 7,8 Sekunden vu 0 auf 100 km/h. Iwer seg Stufenautomatik schafften sich auch ohne viel Strengung noch vier. A wie viel op der Autobahn NRW an Romol no senger erbecht e poéier Passagen op der Landstoß will hi lehen, den ass mat diesem 210 PS Opel Insignia Diesel gut bedenkt.